Endlich ist es soweit. Wir sind zurück in Riese Maxia am Aladi-Seehafen. Jetzt können wir endlich rausfinden, was in Mina geschehen ist und so weiter und so fort. Zumindest hoffen wir das mal. So, die Truppe ist hier versammelt, das ist alles sehr schön. Wir sollen jetzt zum Gasthaus gehen, weil dort soll sich ein Spyrus-Agent befinden. Ich schätze mal, es ist vermutlich, ja, wieder mal, unser Lieblingskomödiant hier im Spiel. Ihr wisst alle, wen ich meine. Der Typ, der sowieso niemand leiden kann. Was soll? So, Alba, bist du hier? Sieht nicht ganz so aus. Hallo? Habe ich das fortsetzen? Ja, gerne. What do you want? Where does it hurt? I'm a doctor. We've confirmed your arrival at Aladi Sea Haven. Recover the data from the pursuit agent and return to Company HQ. Sorry about that. Here's the data. But these poor people. Recovering the data is your top priority. Bring it to HQ immediately. What's so special about it? It's a copy of all the fractured dimension data that the former Director Kresnik had collected and analyzed. Huh? Fractured dimension? So you had a run-in with Julius? Yes. We had him outnumbered 10 to 1, and yet he still decimated us. But at least we got the data off him. Get it back to HQ. It'll really help us improve our ability to detect waymarkers. You all go on ahead. I'll take care of these people. Need a hand, Princess? I prefer the company of Rowan, thank you. This old geezer would be honored to help, young mistress. Good thing I have thick skin. Ja, wenn du das nur hättest, hey. Kapitel 6, die Spyrus AG. Aber wieso muss ich wieder zurück? Ich wollte gerade nach Mina suchen. Beat up his former coworkers, huh? I want to believe he had a good reason, but... Oh, das gibt's auch nicht. Er muss wieder zurückgehen. Das ist doch einfach... Oder? Muss jetzt wirklich zur Spyrus AG. Fahrt... Ich muss wieder zurück. Das gibt's nicht. Wieso muss ich wieder zurück? Das ist doch Kacke, Mann. Hey, oder hat sie auch... Moment mal. Geht's zur Spyrus AG? Ja, hier hat sicher nichts, war. Es ist einfach ein bisschen seltsam, dass hier keine Zielangabe ist, aber gut, es müsste sonst mal Ladepfad und so. Ja, bereits Abreise. Gute Reise, tschüss. Ja, schon gut. Tja, die Suche nach Mina muss wohl noch etwas warten. Landet 1000 Möglichkeiten, wenn es glaubt, jetzt selig. Gehen wir erstmal wieder zurück. Hauptkapitel. Ja, Julius ist ziemlich stark. Die Frage ist, kann man ihn überhaupt besiegen oder müssen wir sogar mit Gaius zusammenarbeiten oder gar muss Mina ihn platt machen, weil sie ist ja Herrin der Geister und vor allem mit Muses Hilfe. Mit den 4 großen Geistern, also der hatte wohl kein Julius auf der Welt eine Chance, wenn er ihn vom Bösen besessen ist, sonst irgendwas in der Art. Dürfte da keine Rolle, wenn ich jetzt keine Rolle spielen, na gut, ich bin wieder hier. Dann mal ganz fix zurück. Duval. Glaube ich zumindest, dass es dort war. Nee. War natürlich fehl bis zum... Geht nicht mehr. Also jetzt hier. Ein Triglyph. Ja, so viel Auswahl haben wir noch nicht. Von dem her, eins von beiden muss es sein. Obwohl ja eins von dreien. Ich sehe noch kein Sternsymbol, aber nehme mal an, wie gesagt, es geht Spyrus AG, da ist sie, also muss ja was so sein. Außer natürlich, es gäbe mehrere, ja, Niederlassungen, so. Was ich aber bezweifle, du. Spyrus AG. Und hier arbeitet also Jude, wa? Mal gucken, was uns das Ganze bringen wird. Vor allem welche Erkenntnisse.
Alter, das ist riesig. This place is huge. Also hier will ich nicht den Boden aufwischen müssen. Alter, da muss sie ja bohnen und so. Nee. Das ist ein lebenslänglicher Job, ey. Vor allem das Rückte ist ja, brauchst du nicht ganz hoch den Boden zu wienen, zu putzen und so. Und nächsten Tag dann ist es wieder dreckig. Das bringt's ja voll. We've been expecting you, Mr. Krusnik. Please deliver the item in question directly to the CEO himself. Look at this place. It's so big and pretty. Indoor voice, Leia. Who are these people? Freunde? Wenn ich das wüsste. Haha, sehr witzig, mein Freund natürlich. Blöde Frage. I believe only Mr. Krusnik was invited. We're a package deal. I'm Luger's friend and advisor. And I'm the acting guardian of these miners. I'm acting guardian number 2. And I'm acting guardian of this kitty. One moment, please. Oh, Bürokraten. Acting guardian number 2, huh? Look who's talking. All of you may enter. Mr. Bakura is most impressed by the loyalty you engender in others, Mr. Krusnik. Tja, sind wir halt. Schweigsam, aber trotzdem ein guter Freund. Nun gut, kann ich das mit dir sprechen oder geht's? Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Why, Luger, I've been waiting for you. Thanks. Any leads on your brother's whereabouts? Well, as it turns out, I have news for you of both varieties. Good and bad. Which one first? Okay, also ich bekomme die anderen ja sowieso, oder? Also, was soll das genau bringen? Fangen wir mit der guten Nachricht an, will die schlechte Nachricht zuerst hören. Ich bin grundsätzlich eher ein Typ, der zuerst die schlechte Nachricht hören will und nach die gute, weil dann fühle ich mich in der Regel besser. Also wenn ich zuerst die gute höre und nach die schlechte, dann... Na, ich glaube, ich verstehe, was ich meine. Mr. Krusnik's going on the police's most wanted list. Your life's about to get a lot tougher. So they're gonna throw Luger in jail? Wasn't there good news? Indeed, I would like to recruit you as an agent in our company. Don't act so surprised. It makes perfect sense. I've been keeping my eye on you this whole time. You never back down from difficult situations. More importantly, you have the strength to face them. I'd wager you've been doing more than just keeping an eye on him. You've been testing Luger. You can't get the true measure of a man by observing from a distance. What do you say? Become one of my agents and I'll keep the police off your back, even if I have to get pushy. He doesn't even have a choice. This is blackmail. I failed to mention that an agent's salary is considerable. You'll be killing 2 birds with 1 stone. You can avoid arrest and pay off that massive loan almost overnight, provided you show me results, of course. What kind of results? No fractured dimensions. Fractured dimensions? Surely you've noticed them. Worlds like ours, but not? Think of this flower as our prime dimension, a world where history flows in a way that's familiar to us. But it's not the only blossom. There are offshoots. When one of these appears, it disperses soul energy from the prime dimension. Our dimension, in other words. Wait, it disperses? That can't be good. And what happens if we don't do anything about it? Ultimately, souls will vanish from the prime dimension. Of course, this means humans will die out as well. Whoa, time out. This all sounds pretty far-fetched. Olympius going dry, the failure of Spyrite technology. What if I were to tell you those effects were caused by the loss of soul energy from the prime dimension? It can't be true.
Oh, but it is. Spirius has been working to save our world by eliminating its counterparts in the fractured dimensions. How could you possibly eliminate an entire world? That is a question for our friend Luger here. His Chromatus transformation has the power we need to infiltrate and destroy these parasitic realities. The power to destroy a world. No fair! I have no idea what everybody's talking about! Luger, for the sake of this world, the true world, you must help us. Das habe ich befürchtet. Dass ich jetzt hier eine Entscheidung treffen muss. Das ist natürlich, Ja, ist natürlich jetzt eine gute Frage. Was machen wir jetzt? L1 in Ordnung? Oder R1, um da Julius sich als beschäftigt? Würde ich mal sagen, R1, wa? He was the best of the best. Julius eliminated more than 100 fractured dimensions. We believe it's very likely that former Director Kresnik has fled into one such dimension. Find him and you'll kill 3 birds with 1 stone. That's a good lad. Naja, mal sehen. You're officially a DODA agent of Spirius. One thing I still don't get. What's causing these fractured dimensions? It's not a what, it's a who. A great spirit of Canaan. Kronos. The land of Canaan? Another great spirit? There is nothing to fear. We have in our possession the power needed to oppose him. Come to the underground training area, and I will show you how to wield it. I have to admit, being an agent for the Spirius Corporation is kind of a big deal. But are you sure about this? Was? Ja, bin ich den Job, will ich schon immer machen? Nee, eigentlich nicht. Thought so. But if the CEO says you can handle it, that's a big thumbs up. I mean, my editor will barely let me take down a classified ad. This could be your big chance to make it big. Ugh, what reporter uses big twice in one sentence? Der hat Probleme, ey. Oh je, Leute. Oh je, oh je. Wir haben, glaube ich, richtige Probleme. Noch ein großer Geist Kronos. Oh Gott, ich habe irgendwie gehört, auch Origin soll hier auftauchen. Man kann ja Origin aus anderen Tales of spielen, zum Beispiel auch aus Tales of Symphonia. Soll hier auch auftauchen. Und Alter, wir können mittlerweile so viele große Geister, weil mein Muse ist theoretisch auch einer. Dann die 4 Naturgeister, Ifrit, Gnom, Sylph und Undine. How does Beasley know about Luger's power? Not exactly the tailored suits and financial reports sort of CEO, huh? Aktuell Stockwerk, oberirdischer Fahrstuhl. Aha, oberirdischer. Gut, gehen wir mal auf EG zurück. Ja, wie gesagt, gibt es noch Volt und Celsius. Das waren ja ursprünglich auch mal große Geister, denke ich mal, hier in dieser Welt. Auch wenn Mila keine Ahnung mehr davon hat. Ja, was gibt es sonst noch? Jetzt scheinbar noch Kronos. Okay, das müsste eigentlich der von der Zeit sein. Klingt auch ziemlich schräg. Wo ist eigentlich hin? Hallo? Unterirdisch einfach da drüben. Was? Beisli Bakur oder Bisli Bakur? Bisley Bakur certainly lives up to his reputation. He certainly makes an impression. He's like... Der König von Olympia, der Boss einer Organisation. Ja, sehr ein bisschen wie Gaius, wa? That's not far from the truth. Bakur casts a heavy shadow over the world of Olympian politics. If he wanted to, he could probably topple the government or single-handedly start his own war. I've been reading back issues of the paper, and it seemed like the Spirius Corporation was a driving force behind the Otherworld reactor plan.
But as soon as the schism was destroyed, they immediately switched sides to back Marcia's moderate government. I wonder what they hope to achieve with that change. This doesn't sound like any king I've ever heard of. Well, regardless, he's Luger's boss now. Let's just make sure we're the ones using him and not the other way around. That makes sense. We can't accomplish much without him. But be careful. I don't think that Bakur was lying, but I'm pretty sure he wasn't telling us everything either. I agree. Wäre nicht das erste Mal, war in der Vergangenheit genügend Typen so dachten. U10, tja. Und was hat das alles mit Mila zu tun? Splitterdimensionen. Tja, sind das wieder Splitterdimensionen oder ist das irgendwie etwas ganz anderes, was wir jetzt aus Unwissenheit zerstören werden? Das ist natürlich auch noch Fail. Was unterirdischen? Ah, doch, hier ist er gerade. Sieht gar nicht wie so ein Eingang aus. Crazy machen. So, und jetzt? Noch geh wieder. Weil ich habe das Gefühl, wir könnten ein ziemlicher Fight werden und deswegen erstmal so abspeichern. Ja, ja, speichern. Du. So, komm schon. Sehr gut. Und los geht's. So, und jetzt? Prüfen. Ja, wieso nicht, wa? Mal gucken, wo uns er hinbringt. Hä? Ja, und jetzt? Wo komme ich denn jetzt wieder raus? Oh. Jetzt bin ich scheinbar richtig. Was soll das? Funktion deaktiviert. Code kann nicht eingegeben werden. Interessant. Da mal gucken, was der uns wohl noch beibringen kann. Unser neuer Boss, wohlgemerkt. Steel yourself, Agent. I wish we could ease into this, but time is of the essence. You'll have to train the hard way. Actual combat. Don't interfere. Das wird kacke. Ja, gerne, wäre sehr dafür. Wenn die Chromatus-Anzeige außerdem gefüllt ist, dann drücke L3, bloß R3, um dich zu verwandeln. Okay. Das ist eine gute Frage. Wenn die Chromatus-Anzeige ganz voll ist, kannst du dich jederzeit unabhängig von deinem Zustand verwandeln. Selbst wenn du zu Boden gegangen bist, taumelst oder einen Treffer einsteckst, ist eine Verwandlung möglich. Wenn du einen Angriff mit X zur Serie machst, kannst du Kreis drücken, um mächtige Techniken anzuwenden. Cool. Diese Techniken sind nur möglich, wenn du dich im verwandelten Zustand befindest. Die genaue Art der Angriffstechnik hängt davon ab, wie hoch die Kombos du mit X erreicht hast. Alles klar. Drücke X, Kreis, um einen machtvollen Schwung auszuführen. Exenti anzuwenden, einmal, zweimal und... Alter. Drücke Kreis wegen linken Stick in verschiedene Richtungen, um auf unterschiedliche Art anzugreifen. Krass. Die Kommandosanzeige lehrt Bestätigung bei Schäden, die du leidest. Achte also auf die Zeit und deine Deckung. Das ging schnell und ist total geil. Woher kommt die Kraft überhaupt? Lugers Partnerfertigkeit spiegeln. Im vollen Zustand kann Luger die Partnerfertigkeit seines Verbindungspartners verwenden. Kämpfe mit so vielen Partnern wie möglich zusammen und verbessere deine Fähigkeit, damit du es mit jedem Gegner aufnehmen kannst. Der Feuerbogen ist neue Art. Du. That's enough for now. Still no match for Julius, though. So that's a Chromatus.
Where'd Luger learn that trick? It's a family trait. He's one of Kresnik's descendants. See his watch? It's a Kresnik heirloom, passed down for generations. It's the key to the transformation. Though it would seem Julius has been using yours all this time. That's not Luger's. It's my daddy's. We're talking about Kresnik, the Genesis Sage, right? The one who wielded the Lance of Will? The Sage Kresnik? Yes, I seem to recall that name from Rize Maxian legend. So the tale is different here in Olympias? If Kresnik wasn't a sage, what was he? A wretched plaything for the spirits. They granted... No, they cursed the Kresnik line with the Chromatus. But Kresnik's curse is humanity's weapon. And you, Luger, will master it. I will contact you when we detect a new fractured dimension. Until then, rest up. Look, Luger, I really hate to bring this up, but you've been neglecting your loan payments lately. Nobody likes a financial deadbeat. So much for resting up. Kapitel 6. Die Spyros AG zu Ende. Ich dachte, wir werden jetzt Agenten, würden sowieso viel Geld verdienen und so. Luger ist nun aus verschiedenen Gründen ein Spyros-Agent geworden, aber er muss trotzdem noch seine Schulden abbezahlen. Wie wäre es denn mal mit Gegnern von Rize Maxia zu besuchen, denen du noch nicht warst, und dabei an der Tilgung der Schulden zu arbeiten? Ja, toll. Man so schon benutzt werden können. Kresnik, Geschwindigkeitsbeute, cool. Sie können die Dauer der Verwandlung erhöhen und die Effektivität der Alumkugel steigern. Also vergiss nicht, sie im Menü auszuwählen und zu benutzen. Ja, gut. Machen wir alles nach, wenn es mal soweit ist und vor allem natürlich nötig wird. Ja, allerdings. Mal Schulden abbezahlen noch, Leute. Es ist, ja, mittlerweile kackt es mich ein bisschen an, muss ich ganz klar zugeben. Schulden abbezahlen, ja, schön. Ist ja cool, Mann, wa? Na gut, erstmal ja gucken, was haben wir eigentlich noch? Etwas Neues, nicht wahr? Wohl nichts Brauchbares. Wie sieht es mit den Arten für Luger noch aus? Kann ich da was irgendwie Besseres zuweisen? Ich könnte eigentlich mal statt dazu schneiden hier. Aufwärts schwingst. Wenn eigentlich der besser war. Zeitdegeneration, einen Schlaghagel angreifst und dann mit einem Tritt wegschleuderst. Klingt auch cool. Ja. Kann ich mal durchaus so machen. Der Vorschlaghammer. Oh, und dann nichts Neues. Hier allerdings schon. Wir haben Blasfeuer, Kreuzforderung und der Feuerbogen. Was? Feuerbogen ist aber Wassertyp? Crazy, aber okay. Kann man mal so machen, wa? Lukas Wertigkeiten, ja, Psyche, toll. Hat noch 16 zu vergeben. Okay, machen wir erstmal den kritischen hier. Direkt 8. Den hier noch, so, was jetzt? Kresnik. Zweimal Elemente, Erzgeschwindigkeitsgegner, Geschicklichkeit. Wird, glaube ich, besser sein, wa? Gut, dann machen wir das noch ganz kurz und dann ist der Part schon wieder mal zu Ende. Ja, geht schnell hier, ich weiß. Und trotz allem kommen wir nicht weiter wegen dieser scheiß Schulden ständig. Du musst hier Schulden bezahlen, hier Schulden bezahlen. Ja, halte doch mal die Klappe, Mensch, so. Weil, ist irgendwie schon crazy, denn bei Elvin haben wir immer alles voll. Luger hier, fast alles noch leer und so, kann nichts mehr irgendwie zuweisen. Jude, das Wichtigste zumindest. Elvin, also gewesen, kein Problem. Oh, wir lesen noch ein paar Dinge. Der Puffhammer, yeah! Ja, was machen wir hier noch am besten? Ja, 5 Stück müssen noch vergeben. Machen wir den noch. Und den. Ja, wird schon gehen. So, was haben wir? Wow, TB-Gewinn, Moment mal. Zauberschutz. Kommt der weg, dafür der rein und dann haben wir nichts mehr. Was hast du noch so leer? Den hier. Gut. Looks like you've gotten a little stronger, Luger. All thanks to me and Rolo, I bet. Natürlich, natürlich. Writing for the paper has made me realize how truly horrible my penmanship is. When I turned in my last article, I could see pity in my editor's eyes. I gotta really practice now.
Tja, wie du meinst. Eine zielstrebige Frau, aber das noch vieles wir nächstes Mal wieder hier bei Tales of Xillia 2. Und was man natürlich auch interessiert ist, es ist zwar irgendwie Lugos Erbe, weil er ein Kresnik ist, aber trotzdem gehört die Uhr ja Els Vater. Ist er vielleicht auch ein Kresnik? Tja, wer weiß, wer weiß. Das noch vieles mehr werden wir hoffentlich irgendwann noch herausfinden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Tales of Xillia 2. Ciao zusammen.